habe Idee anstatt das Satz zu Beat Cop. Ich habe das vorher schon mal ein bisschen umgespielt. So ein bisschen Text-Adventure. Retro-Style. Und jetzt haben wir einen Ex-Kriminalpolizist. Inoffiziellen Quellen zufolge wird Kriminalpolizist Jack Kelly auf Anweisung des Polizeichefs seines Amtes enthoben. Okay. 69. Woche Brooklyn, New York. Tag 1. Neue Schuhe. Sie haben Ihre neuen Kollegen sicher bereits kennengelernt. Aber vielleicht sollten Sie sich erneut vorstellen. Kelly. Ich bin Kelly. Jack Kelly. Hallo Kelly. Hey. Hallo Kelly. Willkommen auf der Straße. Gruppo. Oh, vergessen Sie nicht, uns in den Arsch zu kriechen, Kelly. Hey. Worüber lachen Sie so, Schimpanski? Nichts, Boss. Schalten Sie die 2 Gehirnzellen ein und schreiben Sie das auf. Kommen Sie nicht wieder, bevor Sie 10 Strafzettel geschrieben haben. Sie meinen 10 insgesamt? 10 pro Person. Sind Sie irgendwie blöder, McNabb? Das schaffen wir, Boss. Schleimer. Für Sie gilt das nicht, Kelly. Warum, Sergeant Holloway? Was stimmt bei mir nicht? Ich interessiere mich nicht für Ihre Vergangenheit, Kriminalpolizist. Oder ob Sie dieses arme Schwein auf den Gewissen haben. Oder ob Sie die Juwelen des Senators gestohlen haben. Das ist der Job der Innenrevision. Die kümmern sich um Sie. Hier auf dieser Straße sind Sie Frischfleisch. Ich kenne Sie noch nicht gut genug, um Sie zu verachten. Also müssen Sie sich heute keine Gedanken um Strafzettel machen. Nehmen Sie gar nicht mal Ihren Zettelblock mit. Kommen Sie nicht auf dumme Ideen. Versauen Sie das nicht. Der Kripo wird vom Boss verhätschelt. Schreiben Sie lieber auf, was Sie zu tun haben. Denn ich werde mich nicht wiederholen. Ja, Sir. Treffen Sie alle bekannten Gesichter Ihres Reviers. Stellen Sie sich Rick in seinem Café vor. Treffen Sie Louis in der Pizzeria. Ivan vom Schnapsladen will sich sicher auch treffen. Sagen Sie Adamski Hallo von mir. Besuchen Sie Herr Crank. Oh, vergessen Sie nicht den Hi-Fi Elektromarkt. Die jammern schon wieder, wir würden uns nicht kümmern. Und vergessen Sie die Kirche nicht. Sie müssen Vater Mushroom treffen. Oh, und dann ist da noch die Reinigung neben der Kirche. Verstanden? Gut. Reden Sie gerne mit allen, die Sie sehen. Schließlich ist das Ihr Revier. Aber das muss ich Ihnen ja nicht sagen, oder? Ihr Vorgänger wird Sie einweisen. Fat Mike kennt die Nachbarschaft wie seine Westentasche. Er wird Ihnen alles erklären. Ihr Rufzeichen ist 421. 421, verstanden, Boss. Aber nur Kelly kommt heute fein raus. Sie müssen auf jeden Fall bei der Kirche vorbeisehen. Hey, da können Sie für die Gunst des Chefs beten. Sie wird nicht lange anhalten. Genug mit dem Mist. An die Arbeit. Cortez, stellen Sie bitte die Möbel wieder rein, die Farbe ist trocken. Warum haben die Maler das nicht gemacht? Weil sie schon gegangen sind und außerdem waren die schräg drauf. Haben einen Haufen Flaschen und ein riesiges Chaos hinterlassen. Und was kümmert mich das? Benehmen Sie sich einmal wie ein Mann. Große Feministin, bis es Zeit ist, Möbel zu tragen. Meine Frau versteht meinen Job einfach nicht. Geht dir es dir auch so, McNabb? Ich rede mit deiner Alten nicht über deinen Job. Nach dieser Sache letztens nimmt der Alte uns richtig hart ran. Habt ihr doch gesagt, wir sollten nicht im Dienst saufen. Saufen ist das eine, aber den nackten Arsch aus dem Fenster zu strecken, puh. Sie haben mich gezwungen, ich kannte gar nicht weg. Frag Cortez, warum er dir ACAB auf den Hintern geschrieben hat. Was, es ist, alle Christen achten die Bibel. Kelly, grüßen Sie Louis, er hat eine Pizzeria in Ihrem Revier. Probieren Sie auch etwas anderes als die Pizza, es lohnt sich. Ich werde ihm sagen, dass Sie ihn vermissen. Genug gequatscht, raus auf die Straße. Puh, sehr viel Text und sehr viel Gelese. Jetzt geht's auf in die Straße. Kelly, alles was Sie wissen müssen, haben Sie in der Besprechung erfahren. Statten Sie allen einen Besuch ab und stellen Sie sich vor. Alles klar.
Alles andere wird Fat Mike Ihnen schon zeigen. Wir können Sie nicht den Krippenmark heraushängen lassen. Das werden wir ja sehen. Ihre Hände waren zu klebrig in der Villa des Senators. Arschlöcher. Mann, sind Sie Polly? Kelly, Jack Kelly. Was auch immer. Nennen Sie mich Mike. Fat Mike. Oder was auch immer Sie wollen. Ist mir scheißegal. Der Boss wollte, dass ich Sie heute babysitte. Lassen Sie uns das schnell hinter uns bringen. Einverstanden. Heute ist mein letzter Tag auf der Straße. Gehen wir. Wohin? Wir holen uns etwas zu essen bei Louis, das ist nicht weit. Unterwegs schauen wir bei Adamski vorbei. Da musste ich gestern einschreiben. Mal sehen, ob jetzt alles in Ordnung ist. 421, bin im Gebiet. Im Dienst sind Sie 421, merken Sie sich das. Grüßen Sie Fat Mike von mir. Nicht, dass es ihn kümmert. Haha, Sie sagen es. Einen schönen Tag, 421. So, dann gehen wir mal zum Ding beim Sected Show, wie sich das Spiel wahrscheinlich entwickeln wird. Ich finde das echt ziemlich geil. Sollen wir zum Adamski erstmal. Guten Morgen, Mr. Adamski. Alles ruhig heute? Natürlich. Die Idee mit dem Eisschrank war perfekt. Eisschrank? Erzähle ich Ihnen später. Das ist Polly, er wird von nun an hier arbeiten. Kelly. Ich werde ihn in eine andere Straße versetzt. Willkommen, Officer. Kommen Sie ab und an hier vorbei. Das werde ich. Besuchen Sie die Läden und reden Sie mit den Inhabern. Die sehen eine Menge. Das ist jetzt schließlich meine Nachbarschaft. Und stressen Sie nicht zu viel. Sie müssen nicht jeden Tag alles machen. An manchen Tagen wird man ja verrückt bei allem, was passiert. Sie werden sehen, alle wollen was von Ihnen. Sie entscheiden, wer Ihnen etwas wert ist. Denn Sie können nicht alles tun. Und der Sergeant? Der bekommt nicht immer mit, ob Sie was nebenbei reißen. Neben den Quoten und Strafzetteln, mit denen allein kommen Sie nicht über die Runden. Keine Sorge, das ist ein guter Rat. Also, was war jetzt mit diesem Eisschrank los? Frag mich, Polly. Kelly. Und wenn du erst eine Weile hier arbeitest, begreifst du es schon. Manchmal muss man eben etwas unkonventionell vorgehen. Lassen Sie uns jetzt zu Louis Pizzeria gehen. Der hat echt gutes Essen. So, schauen wir auf unseren Blöckchen da. Folge Mike zur Pizzeria, okay. Bei Adamski waren wir schon, okay. Okay, wo ist das? Statistik, okay, Tag 1, Geld, Ausdauer, Wertung. Okay. Mafia Gang, man zeigt schon, wie sich das entwickeln wird. Jetzt schauen wir mal weiter. Nehmen wir schon einen Weg an. Kann man echt doch mal kurz einreden. Naja. Kennen wir jetzt nicht. Dann Pizzeria oder? Ja. Auf zur Pizzeria. Dann sagt man Zeit. Oh, ein neuer Polizist. Willkommen in unserem bescheidenen Lokal. Ich bin Kelly. Das wissen wir. Wir Italiener wissen über alles in der Nachbarschaft Bescheid. Wir kamen auf eine Pizza vorbei, Louis. Sie versetzen mich und Polly übernimmt den Job. Wir hoffen auf gute Beziehungen. Natürlich. Wir hoffen, dieser elende Vorfall mit dem Senator. Es war ein Missverständnis. Ja, ein Missverständnis. Wir hoffen, dass es aufgeklärt wird. Vielleicht mit unserer Hilfe. Damit komme ich schon klar. Ah, aber natürlich. Doch wir sind immer für Sie da. Polly ist neu, aber er lernt schnell. Es ist Kelly. Was ist jetzt mit der Pizza? Ich verhungere. 15 Minuten später. Wirklich gute Pizza. Okay, wir gehen. Das ist echt etwas ganz Besonderes. Louis macht den besten Teig in der ganzen Stadt. Er wird mir fehlen. Sicher, er scheint zu wissen, was er tut. In einem Monat trage ich ihre Uniform.
Aber seien Sie vorsichtig, Polly. Das sind keine gewöhnlichen Italiener. Das kann ich mir schon denken. Sie müssen vorsichtig vorgehen. Dann schaffen Sie es vielleicht bis zur Rente. So wie ich. Hey Polly, sehen Sie mal. Kelly, ich nenne Sie Polly. Irgend so ein dreckiger Hippie hat keinen Parkschein gelöst. Schreiben Sie ihm einen Strafzettel, bevor er abhaut. Ich habe meinen Zettelblock auch nicht bei mir. Verdammt, der Boss hatte recht. Wäre ich nicht hier, würden Sie ihn noch in die Hosen machen. Nehmen Sie meinen. Markieren Sie den Verstoß auf dem Strafzettel, schreiben Sie Ihre Dienstmarkennummer dazu, unterschreiben Sie. Dann stecken Sie den Zettel hinter den Scheibenwischer. Strafzettel ausstellen, Parkverstoß und Kelly, Dienstmarke. Wie ich höre, soll der Preis Ding. Der Strafzettel ist geschrieben. Zeit, diese Karre hier vorzuschaffen. Rufen Sie per Funk einen Abschleppwagen. Ich nehme den Zettelblock. Der Boss hat Ihnen für heute andere Aufgaben gegeben. So, abschleppen. Hier ist 421. Zentraler braucht einen Abschleppwagen bei 609. Üble Mittel. 10.4. Abschleppdienst ist unterwegs. Und da ist er schon. Abschleppwagen unterwegs. Yep. Gute Arbeit. Das war einfach. Der Fahrer ist nicht aufgetaucht. Die Schlimmsten laufen auf die Straße und machen Stress. Sie werden lernen müssen, sie zu beruhigen. Irgendwelche Ratschläge? Achten Sie darauf, was Sie auf den Zettel schreiben. Wenn sie ungültig sind, gibt es eine Menge Stress. Wir haben einen Diebstahl in 607. Fassen Sie den Täter und nehmen Sie ihn fest. Polly, worauf warten Sie noch? Schnappen Sie ihn. Liegen Sie ihm einfach Handschellen an. Die an Ihrem Gürtel, wenn Sie nah genug dran sind. Es gibt einen Überfall bei Hardrick. Sie sind verhaftet. 1012 Zentrale, bitte Streifenwagen, um den Täter mitzunehmen. Streifenwagen ist unterwegs. So. Jetzt hat irgendwie alle so dick da. Was ist denn? Was die noch haben? Blöde Poker, so. Gute Arbeit, Polly. Gut gemacht. Ich heiße Kelly. Macht ja nichts. Dieser Dieb sah mir aus, als gehörte er zur Gang. Neben den Schwarzen haben wir noch die italienische Mafia in der Gegend. Wenn ich sie wäre, würde ich die beiden aus dem Weg gehen. Ich bin nicht von gestern, Mann. Wer weiß. Ich sage nur, dass sie es mit zwei Problemherden zu tun haben. Jetzt teilen wir uns auf. Sehen Sie sich die Nachbarschaft an und reden Sie mit den Leuten. Ich muss noch ein paar Dinge erledigen. Wir sehen uns am Ende der Schicht. Denken Sie daran, Sie müssen nicht jeden Tag alles machen. Am besten treffen wir uns um 16 Uhr bei Louis. So, und jetzt können wir endlich mal frei rumlaufen. Genau, so, wir müssen jetzt halt 607, das ist da, das Hardrick Café. Kelly, was tun Sie hier, Captain? Ich wollte mit Ihnen reden, Kelly. Ich höre. Wir sollten einander öfter treffen. Danke, Captain. Das war noch nicht alles. Ich weiß, was Sie Ihnen anhören, dass Sie Ihnen was anhängen. Ich möchte helfen. Mit der Mordanklage? Der Junge war kein Heiliger. Es gibt nichts, was wir für ihn tun können. Aber diese Stadt braucht sie. Danke, Captain. Das war noch nicht alles. Sie sind ein guter Polizist. Aber es gibt eine Bedingung. Die fehlenden Diamanten müssen gefunden werden. Es gab keine Diamanten in der Villa des Senators. Ich weiß nicht, was es da gab und was nicht. Sie müssen auftauchen. Der Senator ist der Schlüssel, sie aus dieser Scheiße herauszubekommen. Ohne ihn sind wir beide erledigt. Hier ist doch was im Busch, nicht wahr? Sie haben 21 Tage. Dann gehe ich in Rente. Wenn Sie in 3 Wochen nicht haben, kann ich nichts für Sie tun. Jetzt setzen Sie mir Fristen. Das war noch nicht alles. Da wäre noch eine letzte Sache. Wenn mein Verdacht sich bewahrheitet, wird dieser Fall die Stadt erschüttern. Was starren Sie denn so? Ich war mir nicht sicher, ob das alles war, Sir. Das war alles. Jetzt aber an die Arbeit. Okay, jetzt ist mal also die Diamanten angeblich, die wir am Anfang in der Szene gesehen haben. Wo, glaube ich, keine Diamanten waren oder so. Finden. Guten Tag, Officer. Guten Tag, Officer Kelly. Ich bin der neue Polizist in der Nachbarschaft.
Willkommen. Sie können immer auf einen Kaffee vorbeischauen. Aufs Haus. Danke, ich werde gerne noch mal vorbeischauen. Ich weiß nicht, warum mein Nose jetzt auf einmal so zu ist. Schauen wir. Das war jetzt, glaube ich, das niedrigste, weil da geht es nur 603 und 601. Ja, so gehen wir laufen, okay. Jetzt gehen wir zum. Guten Tag, Officer. Hallo, ich bin Kerry. Womöglich dürfen Sie im Dienst nicht trinken, aber danach finden wir sicher etwas für Sie zu einem fairen Preis. Danke, darauf werde ich zurückkommen. Ha, ich wusste, ich würde Sie mögen, als Sie hereingekommen sind. Bis dann, wir sehen uns. So, dann haben wir die Apotheke. Das muss weiter oben, glaube ich. Da. Die Apotheke. Guten Morgen, Herr Officer. Officer Kelly. Sie sehen, stattlich aus in dieser Uniform. Plagt Sie irgendwas? Schmerzen? Wunden? Nein, ich wollte mich nur vorstellen. Ich bin neu hier. Ah, selbstverständlich. Ich stehe Ihnen immer zu Diensten. Ihr Vorgänger hatte viele Medikamente gekauft. Für peinliche Leiden. Er hatte seine Gesundheit kläglich vernachlässigt. Aber er hat die nötige Ordnung aufrechterhalten. Ich werde mein Bestes tun. Eine Militärplakette. Welche Sprache ist das? Sehr alt, ein Andenken von vor dem Krieg. Sie haben alles verloren? Leider. Mein Vater hat in Europa gekämpft. Sie beiden hätten sicher viel zu reden gehabt. Sicherlich. Wie dem auch sei, ich habe stets die beste Medizin. Und ich bin diskret. Jetzt aber viel zu viel Leid. Die was vor Ming. So. Dann ich mal gern Reinigung, Elektromarkt, Reinigung und Kirche müssen wir noch. Da ist der Elektromarkt. Guten Morgen, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Morgen. Ich wollte mich nur vorstellen. Ich bin Kelly, neu in der Nachbarschaft. Freut mich. Wir könnten jemanden gebrauchen, der hier für etwas Ordnung sorgt. Die Polizei lässt sich hier nicht oft blicken. Die gesamte Nachbarschaft ist uns sehr wichtig. Schön zu hören. Besonders mit solchen Nachbarn. Was meinen Sie? Nun, das Pfandhaus nebenan. Ein legales Geschäft? Sicher. Das ist Ihr Job, oder? Ich habe meinen eigenen. Ich habe jede Menge neue Waren, häufig Sonderangebote. Ich kann auch Sonderbestellungen aufgeben. Ich werde ab und an vorbeischauen. Dann können wir uns unterhalten. Willkommen. Ja, ist denn wieso willkommen, sagt er. So, man sieht da so ein Laundry in der Hintergassen. Schauen wir doch mal rein. Hallo, ich bin Officer Kelly. Ich bin neu hier. Freie Wäsche. Wie läuft das Geschäft? Benny, nicht hier. Benny? Ah, Ihr Bruder. Harry und Benny Pong, ja? Ich wollte mich nur vorstellen. Hi, jetzt nicht Reinigung. Lieber gehen. Aber lieber gehen. Nicht Benny. Da läuft doch irgendwas. Vielleicht war dieser D. Was? Gott segne Sie. Guten Morgen. Ich bin Kelly. Kelly, ein Ire? Nach meinen Urgroßeltern. Katholisch? Manchmal. Okay, lassen Sie uns später mehr darüber reden. Frisch versetzt? Yep, ich wollte mich nur vorstellen. Wir werden ebenfalls oft versetzt. Möchten Sie Ihre Beichte ablegen? Vielleicht ein andermal. Das habe ich schon zur Genüge beim Sergeant getan. Aber liebt der Sergeant Sie so, wie Jesus es tut? Vergibt er Ihnen? Zumindest schon mal nicht so oft. Kommen Sie vorbei, wenn Sie geistliche Führung brauchen, mein Sohn. Vielleicht werde ich das. Bis dann. Gehen Sie mit Gott. Das ist irgendwie lustig, aber so viele Stimmen zu machen, das ist irgendwann was man nicht mehr wie was machen. So. Ein
Wie spät ist es jetzt? Jetzt ist 11:10 Uhr. Okay. 16 Uhr. Ich habe eigentlich nicht mehr viel Mama. Ich habe keine Dinger da überprüfen. Lautstärke, sie werden in einer Minute reden. Aber Froggy hat einen Dieb erwischt. Froggy, wo ist das? Ich bin neu hier. Pornoladen in 613. 10:4, bin unterwegs. So. Oder was noch Pornoladen ist. Da sind sie ja. Ich habe diesen Dieb endlich erwischt. Ich habe mich nur umgesehen. Sagst du das immer? Es ist okay, ich kümmere mich nicht darum. Was hast du gemacht, du Penner? Ich habe nur geguckt. Was denn, auf die Kondome? Dieb? Immer mit der Ruhe, Froggy. Hart sein oder schleifen lassen? Ja, mal schleifen lassen. Also gut, verzieh dich, Junge. Und benutze die Kondome. Tu der Menschheit einen Gefallen. Danke, ich sag den Jungs, der neue Bulle ist cool. Was tun sie da? Es ist nichts passiert, Froggy. Die Waren sind unbeschädigt. Gerade ist auf der Straße und schon ein Weichei. Wir müssen uns alle miteinander arrangieren. Ja, sicher. Auf Wiedersehen. Tu jetzt meint er, dass wir scheiße sind. Aber wir haben jetzt Gang dazu geredet, wie es ausschaut. Gang haben wir +4 jetzt gekriegt, weil wir den Laufraum lassen. Sind sie nur hier? Ja, frisch in der Nachbarschaft. Oh, klasse. Ich hätte gerne Polizisten. Ich möchte auch Polizist werden, wenn ich groß bin. Papa sagt, es sei ein guter Job. Wirklich? Ja, man kann sich immer bestechen lassen. Vielleicht sollte ich mal mit ihm reden. Er hat keine Angst vor niemandem. Okay, war schön mit dir zu reden. Aber ich verschwende meine Zeit. Nein, tun Sie nicht. Schauen Sie auf die Uhr. Wenn man sich unterhält, bleibt die Zeit stehen. Hey, da hast du recht. Ich gehe da mal. Bis dann. Bis später, Junge. So, ich wollte eigentlich zu ihm, ne? Officer? Ja, Sie sind neu hier. Wir könnten Ihnen helfen, sich zurechtzufinden. Wie das? Wir könnten uns treffen, eine Runde Karten spielen. Das ist nicht Vegas. Glücksspiele sind illegal. Wer hat hier was von Glücksspielen gesagt? Ein wenig Entspannung hat noch niemandem geschadet. Ich denke darüber nach. Tun Sie das. Danke, ich muss gehen. Bis später. So, jetzt haben wir nur ein bisschen Zeit. Jetzt haben wir nur 3,5 Stunden Zeit da. Was ist der mal da jetzt so lang? Gehen wir mal in die Richtung. Wo kann man eigentlich mehr? Einige. Hallo, guten Tag, Officer Kelly. Brauchen Sie etwas für eine Figur? Ich wollte mich nur vorstellen. Das ist gut, sehr gut. Sie haben einen sehr gefährlichen Job. Aber Mr. Kelly, ich habe eine zauberhafte Lederjacke. Stehen Sie auf Motorräder? Ich fürchte, Rot steht mir nicht. Aber danke. Alle meine Waren sind absolut authentisch. So, schauen wir, ob da noch irgendwas ist. Nö. Also auch nichts mehr. Okay. Wir erinnern uns zur nächsten Information zu der aber flott. Sergeant Holloway will mit Ihnen reden. Ich weiß nicht, aber Sie sollten sich beeilen. Sie können sie ja nicht weiter degradieren, also werden Sie feuern. Okay, ich gehe schon. Hier ist Kelly. Was wollten Sie, Holloway? Das ist Sergeant Holloway für Sie, Arschloch. Ich schwöre bei allem, was mir heilig ist. Ich rufe an, um Ihnen zu sagen, ich beobachte Sie. Womit kann ich Ihnen helfen, Sergeant Sir? Wollen Sie mich verarschen, Kelly? Das würde ich nicht wagen, Sergeant Sir. Ihre Ex-Frau, die verdammte Drecksau, macht ihren Vater die Hölle heiß. Sie sagt, sie sei unglücklich und dafür bekomme ich Ärger mit dem Chef. Ich werde mich von Ihnen nicht runterziehen lassen. Zahlen Sie Ihre Alimente und machen Sie keinen Scheiß. Oder ich begrabe Sie, Sie irischer Wichser. Aber Sergeant, Sie kennen ja nicht die ganze... Es ist mir scheißegal. Ich möchte kein weiteres Wort darüber hören. Ja, Sir, Sergeant, Sir. Das ist alles. Zurück an die Arbeit. Ja, Sir, Sergeant, Sir.
So ein Penner, Alter. Was hat der sich einzumischen bei private Sachen? So viel Zeit. Jetzt sind irgendwo so mal Reiche kennen. Was ist da? Polizei auf der Jagd. 4 weitere Afroamerikaner tot. Ja. 4 Räuber vom NYDP erschossen. Was für eine Stadt. Gehen wir mal in den Juwelen-Ding da. Guten Tag, Officer. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Hallo, ich wollte mich noch vorstellen. Ich bin Jack Kelly, ich bin neu hier. Ah ja, könnte ich Sie an diesem Siegelring interessieren? Ein Polizist sollte auf sein Auftreten achten. Die Italiener würde das sicher beeindrucken. Aber nein, danke. Behalten Sie ein Auge auf meinen Laden. Okay? Viele Wertsachen. Verlockend, nicht wahr? Was wollen Sie damit sagen? Die Leute reden. Sie sollten nicht alles glauben, was Sie hören. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Okay. Das ist ein Hotdog-Stand, okay. Muss ich anscheinend Hotdogs kaufen. Das ist nix, was man hier kann. Aha, was ist denn da? Okay, da kann ich nicht drauf drücken. Okidoki. Da fahren wir. Okay, jetzt haben wir noch knapp eine Stunde Zeit. In dem Diner waren wir voll noch nicht. Guten Morgen. Guten Morgen, Officer Kelly. Gesetzeshüter sind hier. Gesetzeshüter sind hier immer willkommen. Ich könnte einen Kaffee gebrauchen. Kommt sofort, heute geht er aufs Haus. Danke, das ist verdammt guter Kaffee. Anderen gibt es bei uns nicht. Oh scheiße, das ist doch echt scheiße. Ich hätte fast vergessen, dass ich wieder an die Arbeit muss. Nun ja, man sieht sich. Bis dann. So, da ist noch irgendwas. Make fat, you butts. Sweet around the hole. Guten Morgen. Guten Morgen. Ein Dutzend Donuts? Ich bin nicht die Art von Polizist. Das sagen sie alle. Unsere Donuts kann niemand widerstehen. Na dann, gut. Ich nehme einen. Nur zum Probieren. Der ist wirklich gut. Was habe ich Ihnen gesagt? Wir sehen uns. So, ein bisschen Zeit haben wir nun. Jetzt können wir noch da reingehen. Da waren wir. Okay. Dann müssen wir alles hier durch in der Straße. Yo, 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 yo. Ich bin Sharon Dix und das ist mein Laden. Officer Kelly. Hier ist alles legal, Officer. Ich habe gar nicht gefragt. Wir wissen, was man über uns sagt. Ich bin neu, ich hab's doch nicht gehört. Willkommen, wir können immer ins Geschäft kommen. Ich habe nichts zu verpfänden. Manchmal haben wir etwas zu verkaufen. Einmalige Gelegenheit. Das merke ich mir. Kommen Sie jederzeit vorbei, Officer. Den sollte ich lieber im Auge behalten. So, jetzt ist 3:45. Was mit dem da? Hey, Kommissar. Erkennen Sie die Streifen nicht? Respekt ist wichtig. Der Boss wollte, dass ich dir sage, dass er ein vernünftiger Mann ist. Und er weiß, wie man einen Gefallen zurückzahlt. Warum sagen Sie mir das? Merke es dir einfach, Officer. Das wäre besser so. Okay. Ich möchte mir keine Feinde machen. Das ist die richtige Einstellung. Du findest uns an fast jeder Straßenecke. Aha. Irgendwas mit Ticket. Ich muss mich beeilen. Ah ja, weil... Hier. Da sind sie ja. Ich habe mich in der Nachbarschaft umgesehen. Aber mit den Leuten geredet, ich komme schon klar. Sicher? Worauf warten wir? Ein Freund von mir wollte sie treffen. Was tut der nur? Oh, scheiße, Polly, runter! Auf den Boden, verdammt!
Jack, ich glaube, ich schaffe es nicht. Tut mir leid. Es tut mir leid. Was? So schlimm ist es nicht. Sie kommen schon klar. Mike, wachen Sie auf. Bleiben Sie bei mir. Sanitäter, tun Sie doch was. Verdammt nochmal. Da gibt es nichts zu tun. Schauen Sie sich doch. Er verblutet. Verdammte Scheiße. Kelly, passen Sie auf, was Sie sagen. BS News kann ich Ihnen ein paar weitere Fragen zurück. Das ist ein Tatort. Das ist die Futschnee. Tag 1 Übersicht. +4 Ding. Gang. Okay. Ich habe die Inhaber in der größten Stadt getroffen. Bilder 3, Polizei +1. Die Captain hilft mir mit dem Ordner, glaube ich, wenn ich die Juwelen nicht genommen habe, war es jemand anderes. Ich muss herausfinden, wer Fat Mike loswerden wollte. Die Schießerei war kein Zufall. Ich brauche in 3 Tagen $300 für die Unterhaltszahlung. Gehalt erhalten. Ja, und somit würde ich mal sagen, dass die erste Folge vorbei ist. Wir sehen uns dann bei der nächsten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo, lasst ein Like da. Also bis zum nächsten Mal. Habe Deri.